Das Battle City Turnier geht in die nächste Runde hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Und zwar, wie man sehen kann, das Duell zwischen Joey Wheeler und Weevil Underwood. Im, Duell mit den Parasitenspielen, wie es so schön heißt. Die Frage ist bloß, warum? Im weiteren Verlauf des Turniers wurde Joey von Weevil Underwood herausgefordert. Aber was Joey nicht wusste, war, dass Weevil wieder seine hinterhältigen Tricks einsetzte. Also, Weevil mischt eine Karte in Joey's Deck, um sicherzustellen, dass keine von Joey's Strategien funktionieren würde. Natürlich fies. Wir werden das offen und ehrlich mit einem Duell regeln. Okay, los geht's. Einverstanden, aber wir werden uns um 2 Puzzlekarten duellieren. Das heißt, sofern du überhaupt 2 hast. Yugi hat diesen widerlichen kleinen Käfer bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im König der Duellanten zerquetscht. Jetzt bin ich wohl an der Reihe, das Gleiche zu tun. Zeit für ein Duell. Ja, und Joey weiß nichts davon, dass sein Deck infiziert wurde. Ich sag's mal so. Noch ein cooler Folgentitel. Oder sowas in der Art halt. Infiziert vom kleinen Weevil, vom kleinen dreckigen Weevil, der ist lange. Deswegen was Knackigeres finden. Wobei, eben die Frage ist jetzt halt, wie entdecke ich das dann, dass mein Deck halt infiziert wurde? Ah, warte mal, oh, Joey hatte das. Okay, sein Duell gegen Ding ist bereits vorbei. Oder gelaufen. Oh, wie hieß es schon wieder? Verdammt. Ah, der Typ, der Jinzo eingesetzt hat. Von dem Joey die Karte gewonnen hat. Leg mich rein. Warte mal. Was hatten wir da alles? Max Raptor hat ja auch gegen den gekämpft, verloren. Dann kam Joey dazu, hat gewonnen, hat von ihm einen Jinzo bekommen. Verdammt, verflixen Zug nicht. Wieso fällt mir ständig der Name Esther Phoenix ein? Ist ja Bullshit, der kommt erst bei GX vor. Das ist ein ganz anderer Typ und so. Egal, mir fällt der Name nicht mehr ein. Okay, erstmal gucken, was überhaupt. Ich rufe mal einen Alligator-Schwert, komm. Dann machen wir so einen typischen Joey-Move. Was? Ich habe übrigens einen Tipp bekommen, wenn ich permanent B gedrückt halte, beziehungsweise den Knopf oder die Taste zum Abbrechen, dass er dann nicht mehr fragen würde, ob ich da was aktivieren möchte. Fand ich cool, wenn das so ist. Mal gucken, ob es wirklich funktioniert. Naja, eben. Zauberwürfel, Teufelswürfel und die ganzen Würfelkarten bei Joey sind natürlich im Anime wesentlich mächtiger als hier. Also im Anime sind die ja broken mit ihren Effekten, hey. Da ging es irgendwie darum, weil hier ist es so, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 6 würfeln würde, dann bekäme der Alligator 600 Angriffspunkte dazu. Weil 6 mal 100, logisch. Im Anime aber würden seine Angriffspunkte versechsfacht werden. Alter! Schon ein bisschen broken. So. Nee, haben wir gar kein Interesse. Ja, klappt, krass. Was macht denn der da? Ernsthaft? Nö, komm. Ja, sind doch bestimmt ein paar Fallenkarten. So. Aha, er macht es einfach so. DNA-Operation kann man auch machen. Habe ich persönlich aber keinen Bock dazu. Deswegen rufe ich den mächtigen Jinzo. Keine Animation. Das ist doch wohl eine Frechheit, hey. Alter, wie oft habe ich Jinzo früher gespielt? Ganz zu Anfang eben so die Yu-Gi-Oh! Dann ein bisschen GX-Ära und so. Alter. Jinzo war einfach nur geil. So, bye bye, Weevil. So. Natürlich auch nichts, um irgendwie supporten zu können, das ist aber nie alles. Alligator-Schwertdrache. Ja gut, deswegen habe ich einen auf der Hand behalten, weil ich wusste doch irgendwie, deswegen hatte Joey auch mehrere von diesen. Okay, gut. Kontrolliert Erde, Wasser oder Feuer sind. Ja, der Effekt, hey. Ich verstehe nicht ganz, warum. Falls die einzigen offenen Monster, die er kontrolliert, Erde, Wasser oder Feuer sind.
Warum die 3 Typen? Warum nicht einfach alles bis auf seinen eigenen Typus? Also auch irgendwie Licht-Finsternis. Weil ein eigener Typ ist ja Wind, das heißt, er könnte immer angreifen, außer der Gegner hätte selber Windmonster. Aber so. Gut. Immerhin, wie gesagt, ich könnte. Jetzt macht zumindest die Fusionskarte bei Joey mal ein bisschen mehr Sinn. Wenn schon mal ein paar. Eben so Babydrachen mehrmals fusionieren können, also mit mehreren anderen Monstern fusionieren können und so. Schon cool, eigentlich. Das sind natürlich generell ein bisschen schwächere Karten. Ja, die Frage natürlich jetzt Weevils Strategie. Ja? Ich bin gespannt, ob die überhaupt zutage kommt. Eigentlich hat er unser Deck infiziert, der gute Weevil. Magische Armschild, perfekt. Das ist natürlich nur dann, wenn Shinzo weg wäre. Und ich aktiviere mal ganz flott die Fusionskarte oder Polymerisation von mir aus. Und führe eine Fusionsbeschwörung durch. Ich fusioniere Alligator-Schwert mit dem Babydrachen zum Alligator-Schwertdrachen. Wow, der Name, hey, der ist ja krass, der ist ja Imba, der ist ja. So, hier bitte in die Extra-Monsterzone. Boah, Hilfe, meine Nase. So, Shinzo. Alligator-Schwert. Oh oh. Ernsthaft? Oh Menno! Ich hatte doch gerade erst. Der Monster kontrollierst, ja. Und Leben ist halt. Ah, das ist doch jetzt doof. Nein, mein Alligator-Schwert. Das war so ein schönes Monster. Totenkopfwürfel. Was sollen die ganzen Fallenkarten, Mensch? Da ist ja eigentlich so ein Ding, wenn du Shinzo spielst, oder normalerweise spielst du Shinzo mehr als einmal, wenn du irgendwie Shinzo spielst und hast nicht so viele Fallenkarten im Deck, sondern na, mehr halt der Zauber. Also Schnellzauber und so. Ich weiß das früher noch irgendwie Shinzo, um Fallenkarten zu blocken und den Drachen Horas. Da gab's, das war die Zeit mit diesen Levelmonstern, so Level 3, Level 5, Level 7 Dinger. Die hießen wirklich so, die hatten ja den Namen im Titel, also im Monsternamen selbst, die kann man irgendwie so von wegen, wenn du irgendwie das Level 3 Monster, die Level 3 Schwerkämpfer hattest, eines Zuges, konntest du dann auf den Friedhof werfen, Level 5 Monster rufen und so. Dann gab es eben auch so ein Level 5, ab Level 5 Horas, war irgendwie so ein Drache. Der war halt das Pendant zu Shinzo nur für Zauberkarten. Also konnte einfach Zauberkarten negieren. Natürlich auch mega episch war. Aber so viel dazu. Okay, klasse. Shinzo mal noch auf dem Feld, beziehungsweise spielt noch nicht die Zauberkarte Wiedergeburt. Für den Alligator-Schwertdrachen aus dem Grund, weil ich weiß ja, wie lange Shinzo auf dem Feld bleibt. Das könnte sehr schnell sehr unangenehm werden für uns. Freundliche Wohltat. Ich würde gerne Fusion und vielleicht sicher noch einen. Gehen wir so belassen. Totenkopfwürfel finde ich persönlich nicht so prickelnd, weil, ja, wenn er maximal 600 Punkte abzieht vom Gegner, naja, Armschild aber bereits. Nochmal ein Alligator-Schwert im Angriffsmodus. So. Shinzo, greif an. Ja, da ist er, der Parasit. Und dann gibt es ja auch noch. Das schon wieder, da gibt es sich selber, glaube ich, Lebenspunkte, wa? Als Ausrüstungszauberkarte erhöhen jeder Standby-Phase seines Gegners deinen Lebenspunkt um die Hälfte der Angriffspunkte des Monsters, genau. Also irgendwie Weevil kriegt in jeder meiner Standby-Phasen 750 Lebenspunkte. Gut, ein Parazit, wie er so schön heißt, der funktioniert halt nur als Flip-Effekt. Also hätten wir einmal flippen müssen, dann wäre es wie im Anime gewesen, oder so ähnlich zumindest. Aber so, tja, Weevil, Pech gehabt, wa? Sehr gut, dankeschön. Kleiner Flügelwächter rufen wir auch gerne.
Der hatte so einen Effekt, den man im Anime selten gesehen hat. Oh. Aua! Scheiß Kokon. Tschüss. Der Weevil sieht schlecht aus, muss man sagen, wa? Ups. Kleiner Flügelbewacher. Jo, Freunde, das war's, wa? So viel zum nervigen Insekt. Ja, gut, macht das Braten auch nicht mehr heiß, ganz ehrlich. Fusion geht gar nicht. Zauber der Zeit. Können zwar Babydrachen zurückholen und dann die Fusionskarte spielen. Aber direkt auf mal Alligator-Schwertdrachen rufen. Ah, jetzt geht's nicht mehr, wa? Okay. Wenn ich als Spezialbeschwörung rufe, kann die Monster nur hier setzen. Rufe es als Fusionsbeschwörung oder Synchrobeschwörung oder Exis-Beschwörung oder Pendelbeschwörung oder Link-Beschwörung, kann ich es hier drin setzen. Beziehungsweise Synchro, Quatsch. Als Pendel- oder Link-Beschwörung muss es hier drin gesetzt werden. Ne? Da ist ja irgendwie auch neu. Okay. Ist also nicht vom Monstertyp abhängig, sondern von der Art der Beschwörung. Interessant. So. Aber genug dazu, Freunde. Jinzo hat ihn gekillt. Kann man so sagen. Denn er konnte seine Kombis nicht spielen. Bye bye, Weevil. Willkommen in der Stadt der Verlierer, Weevil Underwood. Einwohnerzahl, du. Hä? Wenn schon 1. Nein. Oh, du hast verloren. Also gut, Weevil, her damit. Deine Insektenkönigin und 2 Puzzlekarten. Insektenqueen kriegen wir jetzt auch noch, krass. Ganz vergessen. So, Pantomime ohne Willen, Freunde. Es wird Zeit für die erste ägyptische Götterkarte. Und ich habe mir sagen lassen, dass die hier in diesem Spiel auch keine Animation haben, wenn man sie aufruft. Was ich persönlich aber sehr, sehr makaber fände. Man ausgerechnet die mächtigsten Karten in Duel Monsters. So, Mario im Besitz von 2 der 3 ägyptischen Götterkarten, aber trotzdem braucht er das Millenniums-Puzzle, um seinen Plan zu vollenden. Er brauchte alle 3 Karten plus das Puzzle. Plötzlich wurde Yugi von einem Duellant namens Strings, der Schweigsame, herausgefordert. Yugi, bereite dich auf das Duell vor, um darauf ein Puzzle zu verlieren. Marik! Nee, Strings. Dank der Macht meines Millenniums-Stabs wird er dich besiegen. Feigling! Jo. Der Kampf mit der Macht meines Millenniums-Stabs ist nicht anders, als wenn du dein Puzzle im Duell benutzt. Fast. Monsterbändiger. Das ist nicht auch so ein Vieh von den Gebrüdern Paradox aus dem Anime? Mit dem Kerkerwurm und so, irgendwie so in Erinnerung. Yugi? Was habe ich denn da für für Karten? Ah, dankeschön, zumindest mal eine irgendwie Effektkarte. So, ich lasse ihn mal Osiris rufen, komm. Das darf er. Ich gebe ihm die Erlaubnis, er darf ruhig Osiris rufen. Ich bin gespannt, ob er die ähnliche Strategie verfolgt. Ja, sieht so aus. Wie im Anime. Was ist denn das für ein Viech? Sicher zum ersten Mal. Hä? Mayoshalm. Das ist dein Gegner kann. Was ist das für ein Name, ey? Ich kann nicht als Angriffsziel wählen. Heißt, wenn ich ihn jetzt angreifen würde, könnte ich ihn direkt angreifen. Wäre ganz cool. Was? Mayoshaeon und das Mayoshelden. Ah ja. Sheldon! Ah, interessant. Da kann ich nachher zurückholen aufs Feld. Ja, gut, soll er machen. Habe ich nichts gegen. Gehirnkontrolle. Kann ich nachher Osiris dafür nicht nutzen. Nein, was anderes kam. Ich nutze mal dein Viech, wa? Und rufe meinen Beauftragten der Dämonen.
So. Erzunterweltler, wie du auch genannt wirst. Schön angegriffen, sehr gut. Jetzt haben wir noch eine nette kleine Fallenkarte, die im Anime zwar nichts gegen ägyptische Monster, Göttermonster ausrichten würde, aber hier ist alles ein bisschen anders, nicht wahr? Aha, aha. Jo, die Kartenkombi kenne ich. Also heißt Kombi, die Karten. Wieso hat Juge keine Fusionsmonster? Was der Klingenkämpfer. Ja. Das wäre jetzt geil gewesen, die Fusionskarte um den schwarzen Magier mit Buster Klingenkämpfer zu kombinieren. Das wird mir gefallen, Freunde. So. Hey, Strings oder Marek, siehst du? Ich habe genug Monster. Wir können jetzt Osiris rufen. Gibst du mir die Karte? Warte, gar nichts mehr. Feigling! Kann ich angreifen, das ist das Problem. Wegen seinem Scheiß. Seinem Scheiß Elektrozaun. Nee, aber seinem Scheiß Gitter, weil er Angst hat. Oh, neue Fallenkarte. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ja gut, ganz ehrlich. Mach du deine Strategie, ich mach meine. Schon wieder? Da fällt doch nichts Neues mehr ein, wa? Ich glaube nicht, dass Yugi den Zeitpunkt bereits Valkyren im Deck hat, deswegen lass es mal so. Aua. Riesentunate, okay. Dass Yugi die Karte im Deck hat. Warte mal. Während jeder Battlephase kann nur ein Monster angreifen, sie kann ihn nicht angreifen. Warte mal. Ach so, ja, ja. So, jetzt mal noch die nette kleine Fallenkarte. Ich bin mal gespannt auf seine Strategien. Ich habe keinen Shinsu draußen, er kann also wüten, wie er möchte. Und ich bereite derweil alles vor. Okay, was haben wir hier? Der ist gut. Raum nach Zombie. Weiß nicht, ey. Ich nehme jetzt nicht so eine krass geile Karte. Nee, alles noch cool, alles noch cool. Alles klar. Monster-Animation auch schon mal. Der werden auch schon mal weg. Schwarze Magier weg. Dann rufen wir nachher wieder mit Monster-Reanimation oder mit was anderem. Kuribo, sage ich auch nicht nein. Ich setze mal eine weitere Karte verdeckt und greife wieder an. Ah, Schleimi, Schleimi. Was? Aha. Auch ein bisschen anders als im Anime war, weil da muss es gar keine Lebenspunkte bezahlen. Das war fies. Aber so von wegen, ey, komm zurück. Du denkst, es ist so weit. Nee, bringt gar nichts die Karte. Ja, was macht man da? Was macht man da? Hat der Osiris auf der Hand oder noch nicht? Die sind noch ein bisschen. Das sind schon mal 3 Magnetkrieger. Jetzt mal die Karte noch. Ja, aber geht zum Kampfschaden. Ich habe momentan keinen Kampfschaden. Ich habe zwar einen Schaden, aber keinen Kampfschaden.
greife extra den wieder an, weil er ein paar Lebenspunkte verlieren wird. Und das will ich ja. Ich will, dass er Osiris ruft und ich will, dass er dann ordentlich auf die Fresse kriegt. Oha! Jetzt kommt's aber. Kein Effekt. Also keine Animation, meine ich. Das ist natürlich schwach. Jo. Alter! Wow, 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 wow. So, erst einmal würde ich mal sagen. Schon mal alle seine Karten weg, die er so hätte gebrauchen können. Kann natürlich aktuell keinen Schaden zufügen. Ich habe noch ein paar Karten, mit denen noch was machen könnte. Ich warte mal ab. Ich habe noch Macht des Spiegels und so für seinen Osiris, nicht wahr? Ich kann leider manche Zulin nicht bei ihm spielen, das ist ein bisschen das Problem, aber muss ich auch nicht. Komm, wisst was, mir geht die Karte auf den Sack. Problem ist nämlich, wenn ich halt B gedrückt halte, fragt er mich gar nicht, ob ich eine Karte aktivieren möchte. Ich hätte es gerne irgendwie, naja, mal Macht des Spiegels genutzt und so. Ja, zieh du Karten, so viel du willst. Du kannst ziehen und spielen, was du willst, Kumpel. Das bringt dir sowieso nichts. Schade, kein Gamma. Jetzt geht irgendwie mal Gamma gerufen. Gamma meint natürlich Valkyrie und Superkrieger. So, Freundchen. Schluss mit lustig hier. Ich zeig dir mal die wahre Macht einer Götterkarte. Zeige dich! Osiris, der Himmelsdrache. Greif Strings direkt an. Donnerschlagattacke. Was ist jetzt los? Hä? Freunde? Und angegriffen, hallo? Hä, wieso hat er keinen Schaden bekommen? Nein, ein Tag voller Frieden. Ach du leck mich am Sack. Okay, ich hab's noch gelesen. Scheiße. Und ich dachte schon, hä, was ist jetzt passiert? Oh, verdammt. Mein Fehler. Ja, okay, und jetzt? Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Freunde, ich habe was im Hals. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.